Jeden Dienstag hat Ekkehard Dembeck einen festen Termin. Da hilft er Menschen, die sich keine Handwerker leisten können, und davon gibt es im eigentlich reichen München mehr als genug. Früher war er Urologe, jetzt engagiert er sich ehrenamtlich bei der mobilen Werkstatt Hasenbergl. Wenn es einer Mutter mit 3 Kindern die Waschmaschine kaputt geht, ist natürlich eine absolute Katastrophe. Gell? Wo sollen sie eine neue herkriegen? Und wenn dann jemand von uns kommt und ihnen vielleicht da was repariert, ist es natürlich ein Segen, dass es sowas gibt. Der kostenlose Reparaturdienst ist eine Idee des Freiwilligenzentrums der Caritas München. Einsatzbesprechung. Wie geht's? Sein Kollege Walter Puchner, ein ehemaliger Elektriker. Ich bin seit meinem 40. Lebensjahr in einem Heim aufgewachsen und da haben mir Leute geholfen. Und jetzt versuche ich, so einen kleinen Teil von dem großen Kuchen zurückzugeben. Schön, dass ihr da seid. Wunderbar. Katrin Dyballa vom Freiwilligenzentrum Nord der Caritas verteilt die Aufträge. Nur wer bedürftig ist, zählt zum Kundenkreis. Das wird ganz genau geprüft. Heute sind rund 10 Einsätze geplant, mehr als sonst. Viele ihrer Klienten müssen jeden Cent umdrehen. Und das liegt nicht allein an den viel diskutierten Energiepreisen. Im Moment haben die ganz andere Sorgen. Also es spielt ja auch die Inflation eine Rolle. Also die Lebensmittel werden ja auch teurer. Und das spüren die Klienten natürlich auch viel unmittelbarer als jetzt die Gasrechnung, die dann vielleicht erst in ein paar Monaten kommt. Unterwegs zur ersten Kundin. Sie wohnt im Münchner Norden. Dort werden Ekkehard und Walter ein neues Türschloss einbauen. Routinearbeit. Seit Jahren sind sie ein eingespieltes Team. Was nehmen wir mit, Ecke? Alles, okay. Sie haben schon viele fremde Wohnungen betreten. Das ist völlig unterschiedlich. Manche sind sehr gut in Schuss, manche sind völlig verwahrlost. Das ist so unterschiedlich, wie die Menschen unterschiedlich sind. Bei dieser Kundin hat Ekkehard letzte Woche schon einiges repariert. Sie werden bereits erwartet. Ich stelle mir jetzt das Werkzeug rein. Hallo. Das ist gut. Geh rein, geh rein. Ja, schon. Schauen wir mal, was die Arbeit ist. Die Frau aus Marokko wohnt schon länger in dieser Wohnung. Sie hat gesundheitliche Probleme, muss sich erst mal hinsetzen. Ekkehard versucht, mit ihr ins Gespräch zu kommen. Okay. Wir haben ja das letzte Mal die Tür da schon vorbereitet und da das Schloss fehlt, das habe ich jetzt besorgt und heute bauen wir jetzt das Schloss ein und dann hoffen wir, dass die Tür wieder so funktioniert, wie es vorher gewesen ist. Ja. Gell? Und wenn nichts funktioniert, kannst du mal sagen. Das wird schon gehen, gell? Okay. Ihren Humor hat sie jedenfalls nicht verloren. Ein Leben lang hat die Marokkanerin Vollzeit gearbeitet. Jetzt im Alter muss sie mit einer kleinen Rente zurechtkommen. Und dann die Schwindelanfälle. Ihr fehlt die Kraft zum Aufräumen. Ich habe gearbeitet als Altenpflegehelferin. Jetzt brauche ich jemanden, der mich pflegt. Jemand, der für mich kocht oder einkaufen oder putzt. Ich putze ich fließe und falle um. Das Türschloss ist so gut wie eingebaut. Es ist ein gebrauchtes, aus dem Fundus der mobilen Werkstatt. Ob sich die Türe damit auch richtig schließen lässt? Gut. Geht auch ja, gut. Jetzt machen wir zu. Ja. Gut, wunderbar. Fertig. Feeling gut, gell? War es sonst noch was zum Reparieren bei Ihnen oder ist sonst was kaputt in der Wohnung noch, was man noch machen soll? Mein Kopf. Ja, den kriege ich jetzt nicht in Ordnung. Ja? Der Ecke ist Urologe, der ist Urologe und kein Hirndoktor. Ich bin für 2 Stock tiefer zuständig gewesen. Für heute sind wir fertig. Okay, danke schön. Ich hoffe, Sie sind zufrieden mit dem, was wir gemacht haben. Ich weiß es nicht. Ja? Sehr gut. Wir haben Okay. geredet. Okay. Und Ciao. Ciao. Und das Ciao. weiß ich nicht mehr, was ich mache. Manche reden nur von den Problemen, die aktuell sind. Manche breiten uns ihr halbes Leben aus. Und wir sind da einfach offen. Und uns kommt es ja auch eben nicht auf die Zeit an, dass wir möglichst schnell fertig werden. Wir sehen unsere Aufgabe durchaus auch im, sage ich mal, psychologischen Bereich, also dass wir offen sind für alles, was auf uns zukommt.
Weiter geht es zur nächsten Kundin, diesmal mit Anhänger. Darin befindet sich ein gebrauchter Kleiderschrank für eine alleinerziehende Mutter und ihre 3 Kinder. Ekkehard hat ihn kostenlos im Internet ergattert und in Einzelteile zerlegt. Jetzt soll er der 4-köpfigen Familie als Stauraum dienen. Die Kinder erwarten das Team am Hauseingang. Die Familie ist vor einigen Jahren aus dem Irak geflüchtet. Der älteste Sohn will wegen seiner Klassenkameraden unerkannt bleiben. Der jüngste aber hat keine Berührungsängste. Er ist schon gespannt. Wenn du das tragen kannst, das da? Die Einzelteile müssen hoch in den 2. Stock. Einen Lift gibt es nicht. Sehr gut, nächste gleich. Jetzt klappt das wunderbar, sehr gut. Im Wohnzimmer treffen wir die alleinerziehende Mutter. Auch sie scheut die Kamera. Die Miete 2.000 € und dann auch so teuer, ich muss andere Wohnung suchen, aber ich habe nicht gefunden. Seit 1 Jahr, ich habe immer suchen, aber gibt es keine. Ich gehe vielleicht bei Heim, eine kleine Zimmer, aber ich will nicht, weil habe ich die Kinder. Die Familie ist geduldet. Die Kinder sprechen sehr gut Deutsch, gehen auf die Realschule. Zurück ins Asylbewerberheim wäre für alle ein Albtraum. Geschichten wie diese lassen auch die Helfer nicht kalt. Das kommt tatsächlich häufiger sogar vor, dass sie von Einsätzen zurückkommen und dann auch wirklich erstmal erzählen wollen, was sie gesehen haben, was sie erlebt haben. Und mitunter ist es auch so, dass sie dann sagen, da müssen wir noch mehr tun oder da muss man noch mal nachfassen, da muss vielleicht auch noch mal die Beratungsstelle nachfassen, ob wir da vielleicht noch ein bisschen mehr tun können über den Einsatz der mobilen Werkstatt hinaus. 2 Stunden später. Das ist, hier kommt die Ja, Stange. ist alles gut, diese wenn hier. Nimmst die da, schau die da, die passt. Okay. So ist recht. Finde ich gut, wenn man das am Helfer hat. Sehr gut, die passt, ja. Das kann bloß außen links sein, weil da ein Nabel ist, wo die andere Tür rechts raufkommt. Ehrenamtliche Tätigkeit ist ja immer auch etwas, was man für sich selber macht, nicht nur für die anderen. Und ich würde das Ehrenamt nicht machen, wenn es mir nicht Spaß machen würde. Und dran. 10 Stunden sind sie jetzt schon auf den Beinen. Egal, der Schrank soll heute noch stehen. Soweit ich das schon gesehen habe, sind die ganz zufrieden. Ja. Was ein Tag wie heute. Reicht's uns. Großes Eis essen gehen und dann ins Bett. Bis der Schrank steht, dauert es noch eine Weile. Es gibt halt Dienstage, die einfach zu kurz sind für die beiden Rentner.